Ja, wir haben etwa 8 Uhr, 20 vor 8 und ja, ich warte momentan auf den Zug, wo Willi auch drin ist und heute heißt es wieder Tournament Day. Genau, es geht wieder mal auf Bern und ja, ich freue mich drauf. Kleines, lockeres 1000-Punkte-Turnier, wie man es kennt, wie man es liebt. Und was wir so bringen und wie es dann sein wird, erfahrt ihr jetzt im Video. So, noch ein kleiner Zwischenschnitt, und zwar haben Willi und ich die Armeelisten gar nicht aufgenommen, deshalb werde ich es ganz kurz umreißen. Ich habe Sororitas gespielt, wie ihr dann sehen werdet. Und zwar habe ich ein wenig alles das reingehauen, das ich gehabt habe, weil ich habe die Armee jetzt kürzlich angefangen und dementsprechend noch nicht so viele Modelle, und da sieht man auch eine Schwäche meiner Liste, und zwar habe ich Stern und Kyganil dabei, zum einen weil sie richtig tolle Modelle sind. Sie sind auch gar nicht so schlecht von den Stats her und für die Punkte, aber durch sie habe ich halt nachher 5 Charaktere in meiner Liste, was einfach so easy Headhunter gibt. Aber ja, was will man machen? Es hat jedenfalls Spaß gemacht. Ich habe Bloody Rose gespielt mit den Repentias, wenn ihr es kennt. Die töten fast einen Knight im Nahkampf. Also richtig hart. Und dann noch etwas Deep Striker, 2 Mortifier und noch etwas Sister zum die Objectives holen. Und Willi hat Raven Guard gespielt und hat dort, soweit ich weiß, eine ziemlich Alpha Strike Liste gemacht mit 5 Blade Guards, die er vorne aufstellen konnte. Dann Vanguard Veterans, wenn ich das richtig habe, die mit dem Jump Pack, Shrike dabei, ein Chaplain, natürlich Eradicators, einfach weil es die immer braucht. Genau, noch etwas Intercessor und so. Vielleicht Incursions noch, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Genau, aber seine Liste war sehr, sehr, sehr Alpha Strike lastig. Und genau, jetzt zeige ich euch die Turnierausschnitte und ich melde mich dann nach dem Turnier nochmal etwas kurz zurück. Ja, viel Spaß! So, wir sind hier im ersten Spiel. Ich habe eigentlich alles hinter diesem Line-of-Sight-Block hier aufgestellt oder in Reserve. Und wir spielen gegen Admech, die eigentlich hier auf dieser Seite sind und auch sich um diese zwei hier konzentriert haben. Und ebenfalls haben wir noch einen Trupp Cerberus Rider da drüben. Und noch die Elektropiste im Termite Drill und noch ein Trupp Skitaris, oder? Zwei Trupp Skitaris noch in Reserve. Ja, mal sehen, wie es weitergeht, wie es ausgeht, und wir kommen dann nach dem Spiel wieder zurück. So, wir sind Anfang der Runde 4 und ja, Admech hat sich endlich etwas gelichtet, weil ich endlich mal den Charger nach oben geschafft habe. Ich war ziemlich Glück, dass da niemand gestorben ist im Rhino. Genau, punktemäßig sieht es glaube ich etwas schlechter für mich aus, aber mal schauen, wir haben noch zwei Runden. Genau, meine sind wirklich so in Engage-Style quer über das ganze Feld verteilt. Aber wir haben immer hier noch eine Menge Elektropriester. Ja, sind gespannt. Wir sind hier am Ende, Runde 5. Das Spiel geht 47 für mich zu 75 für Admech aus. Genau, bei mir lebt das Zeug noch, dass in der Deployment Zone sind. Darunter ein paar Charaktere, ein Crusader. Genau, aber der Rest hier, alles tot von mir. Die Priester haben noch aufgeräumt. Und der Bohrer, der hat auch aufgeräumt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Spiel 2. Die Sororitas haben sich diesmal etwas weniger aufgestellt gegen Raven Guard. Die hier drüben eigentlich so alles in diesem Gebäude haben. Jetzt sind noch redeployed und in Reserve noch. Ja, mal schauen, wie das ausgeht, das zweite Spiel. Ich habe den ersten Zug, was schon mal angenehm ist gegen Raven Guard. Ja, die Sororitas haben das Feld geräumt. Die Raven Guard sind verschwunden. Das, was sie am besten können, sich verstecken. Nein. Ja, wir haben hier noch die Seraphims haben gut aufgeräumt. Und das Spiel geht aus 89 zu 22. Letztes Spiel heute.
Und wieder Sororitas, wieder etwas mehr zusammen hinter diesem Gebäude. Und die Crusader, wie es sich gehört, schon wie letztes Spiel, hinter dem Felsen. Gegen Edmech, die sich etwa hier so versammelt haben. Oder auch hinter diesem riesen Klotz. Genau, mal schauen, wie es ausgeht. Ich schneide dann mal in der Mitte des Spiels mal wieder rein. Wir sehen uns dann. Jo, wir sind irgendwo mit Runde 4. Nein, Runde 4 beginnt jetzt. Meine Crusader machen das, was sie immer machen, hinter Felsen stehen. Ja, wir haben etwas die Seiten getauscht. Der Rhino überlebt zwar noch mit 2 Wunden, aber der wird nicht mehr lange überleben. Dafür habe ich hier etwas mehr die Flanke. Einen einzelnen Charakter haben wir noch, Stern und Kyganil. Und die haben gescrambled da hinten. Ja, mal schauen, wie es aussieht. Noch 2 Runden und dann ist vorbei. Wir sind am Ende, und zwar körperlich wie auch vom Spiel und vom Turnier, eigentlich alles. Sie haben diese Seite gehalten, außer meine Crusaders. Ich muss nochmal sagen, wie stolz ich auf die bin. Und hier haben wir schließlich mit dem riesen Blob den Tech-Freeze genommen. Genau, 93 zu 62 oder so. War ein gutes Spiel, spannend. Ja, wir kommen dann am Schluss wieder zurück. Willi, wie fit bist du? Tot. Und wie lief das Turnier für dich? Ich bin so tot wie Shrike ist. Das Turnier lief gut. Ich habe 2-mal angefangen, einmal nicht. Ist das Raven Guard immer geil. Ja. Erster Platz. Ja, nicht schlecht. Ehre. Hast du dir gegönnt? Ja, natürlich habe ich mir gegönnt. Ein paar neue Sachen habe ich mir gekauft. Immer gut. Immer gut. Ne, ich muss sagen, meine Liste funktioniert. Und Ivaras sind gar nicht so schlecht, wenn man keine Schilde gibt. Oh ja. So. Sterben einfach zu schnell. Genau, bei mir lief es auch ganz gut. Ich habe nur 1 verloren, wie ihr im Video gesehen habt, und 2 gewonnen. Und bin schlussendlich 2. Platz geworden. Da bin ich ganz zufrieden. Sororitas sind einfach gut. Einfach gut. Und jetzt gibt's für den Dezember hier ein kleiner eine richtig Fun-Liste. Und ich hoffe, ich bringe die irgendwie zum Laufen. Aber mal schauen. So, wieder zurück zu Willi. Wir sehen uns dann bald wieder.